Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ihr kennt mich vielleicht noch von Videos wie Camper und Booster Sau oder gegebenenfalls auch MW3 Tipps und Tricks. Ich bin wieder back mit einem Video pro Woche mindestens. Das kann sich aber auch jederzeit ändern. Und ja, ich möchte euch ganz kurz erzählen, natürlich in der Annahme, dass es euch gut geht, was gestern für ein crazy Tag war. Heute ist der 27. Oktober 2017. Gestern war somit für alle die noch nicht so mögen rechnen, der 26. gewesen. Und World of Games hat netterweise das Mario, das ist schon so verschickt, dass das gestern ist angekommen, das Mario Odyssey natürlich für eine Nintendo Switch. Und gleichzeitig hat man das Wolfenstein 2 mit einem kleinen VPN, wo man sich mit irgendwie Australien oder Neuseeland hat verbunden, auch im Verlauf des Abends aktivieren. Das heisst, ich habe beide Games jetzt ein paar Stunden gespielt. Im Mario bin ich jetzt im 5. Level und was ihr hier seht, ist echt Gameplay aus dem 3. Level vom Wolf 2. Also für die nicht gespoilert werden, vielleicht einfach die Augen ziehen und auf die leicht hypnotisierende Stimme hören. Ich habe etwa 2 Stunden gepennt. Ganz coole Games haben. Wirklich, wirklich grosse Empfehlung. Vor allem für das Mario. Das habe ich eigentlich fast mehr gespielt. Es fühlt sich richtig genial an, wie er sich steuert. Es sieht gut aus. Die Levels, Design, abwechslungsreich. Coole Herausforderungen, um die Münzen zu sammeln. Die Idee, dass man eben mit dem Hut andere Gestalten und Gegenstände übernehmen kann, finde ich richtig witzig und sorgt für ein sehr abwechslungsreiches Gameplay. Sie haben sich in meinen Augen selber übertroffen und seit langem eigentlich das beste Mario abgeliefert. Mal schauen, was der Rest noch so bringt. Aber auch gerade für die Kleine ist es eine ganz coole Sache. Wir haben recht Spass gehabt, so die ersten paar Level zusammen zu spielen, haben so ein bisschen den Controller hin und her geben. Und wenn es dann ein bisschen kniffliger ist geworden, hat dann schon der Daddy das Zeug gemacht. Aber ich habe auch gesehen, dass es eigentlich so einen Assistenzmodus gibt oder einen assistierten Modus, wo einem noch genauer gezeigt wird, wo man her muss, wo man weniger punished wird, wenn man irgendjemand runterfällt oder sonst irgendeinen gröber Damage nimmt. Es ist auch so nicht das Game, das einem allzu fest bestraft, aber es ist auf jeden Fall ein Game, das richtig Laune macht. Also Mario Odyssey, absolute Kaufempfehlung. Da bin ich nicht der Einzige. So ein bisschen die Reviews, die ich gesehen habe, sind alle in den höchsten Wertungen 10 von 10, 9,5 von 10, so in diesem Stil. Und klar ist es jetzt nicht gerade für alle das richtige Game, aber wer sich am Charme von einem Mario nicht kann, ich weiß doch auch nicht kann verzaubern, der steht vielleicht nicht so auf so eher positive Games. Der steht vielleicht eher auf harte Kriegsgames. Und ich habe so ein bisschen etwas von beiden mit mir drin. Darum habe ich, wie gesagt, auch das Wolfenstein 2 angefangen zu spielen. Ihr seht es, ich habe es hier mit 21:9 aufgenommen. Darum das breite Bild. Und es sieht richtig nice aus. Das Field of View habe ich auch ganz aufgedreht auf 120. Darum ist es ein bisschen gestreckt. Es ist nicht für alle so angenehm, aber ich liebe es. Ich liebe es einfach wirklich, dass man auch so viel sieht. Das Game ist noch knifflig. Man muss nicht meinen, man kann einfach irgendwann schnell so reinsäckeln. Ich bin schon jedes Mal gestorben. Es geht schon richtig ab. Ich bin gespannt, was passiert, wenn man hier so ein bisschen die metallenen Räumlichkeiten kann verlieren kann. Aber ja, es knüpft eigentlich gerade an den ersten Teil an. Also, es ist auch eine Story, die sehr interessant scheint zu sein. Ich habe mich eigentlich nicht gross spoilern, habe mir kaum etwas reingezogen jetzt im Vorfeld und kann es kaum warten, zum Game zurückzukehren. Ja, ich möchte hier eigentlich schon abschließen, das kleine Update. Also, wenn ihr auch nur irgendein Funkinteresse habt an einem von diesen 2 Games, ich glaube, da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr euch die reinzieht. Es war auch nicht zu erwarten, dass das Gurken werden. Aber wie gut, dass sie jetzt schlussendlich wurden, ist dann gleich ganz schön. Hey, ja, big up, wirklich big up. Was für ein Jahr,
was für Games das dieses Jahr rauskommen. Es ist wirklich der Hammer. Und es ist noch nicht ganz fertig. In 2 Wochen, ja, das habe ich ja schon mal erwähnt, wird dann die letzte Welle auf mich zu rollen kommen. Das heisst Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds, DLC wird sicher ganz genial. Auf das Need for Speed Payback freue ich mich auch. Mal schauen, wie es dann effektiv wird. Ein Geheimtipp von mir ist Hand of Fate 2. So eine Mischung aus Action-Rollenspiel und Kartenspiele. Habe ich den ersten Teil sehr cool gefunden. Das kommt alles am gleichen Tag raus. Und das Doom für eine Switch dann auch noch. Und dann hat es dann, glaube ich, mal für dieses Jahr. Bin gespannt, ob ich dann noch irgendwie dazu komme, etwas Zusätzliches zu gamen. Es ist auf jeden Fall genug rum, jetzt nur schon mit denen, die ich aufgezählt habe und momentan am Spielen bin. Das Assassin's Creed Origins ist scheint auch sehr, sehr beeindruckend, auch wenn es noch gewisse Mängel hat. Aber ein Game von so einem Ausmaß, ja, ist auch schwerlich perfekt zu machen. Darum ganz ein krasser Tag. Heute kommen die Games ja eben offiziell raus, das Mario 12 2 und das Assassin's Creed. Also da kann man sich auch wieder dick anstreichen. Das Jahr 2017 ist eines der besten Gaming-Jahre seit langem. Ja, hey, das Video ist jetzt gerade fertig. Ihr könnt sonst gerne noch ein bisschen weiter beobachten, wenn es euch interessiert. Ich habe natürlich, wie ich bin, länger überlegt, ein Let's Play zu machen, aber es ist schlicht nicht realistisch, leider. Es ist nicht immer so einfach, die Spots halt zu fixen, um ein Video aufzunehmen. Und wenn ich dann noch immer daran gebunden bin, jetzt gerade jede Minute Gameplay aufzunehmen, wo ich hier weiterspiele, dann ist das ganze ein Zusatzaufwand, der halt ja, schon noch gross ist, leider. Und darum spiele ich es gerne mal durch. Es kann dann sein, dass ich es noch das zweite Mal zocke und dann vielleicht dann ein bisschen aufnehme. Versprechen kann ich und will ich nicht. Ihr kennt es ja, wie es auch ist rausgekommen. Das Max Payne 3 muss ich, glaube ich, gerne noch durchspielen. Wir werden es sehen. Hey, habt's gut und ja, ganz einen schönen Tag. Das Weekend ist noch für die arbeiten. Ich genieße noch ein bisschen die Ferien und bis schon gleich. Tschüss zusammen.